Russische Vertreter Türken. Außer China teilte diese Meinung am Tisch niemand. Dies ist eine dunkle Stunde des Weltsicherheitsrats, sagte die Amerikanerin Susan Rice. Man kann nur hoffen, dass Russland und China die Unterstützung des syrischen Regimes irgendwann aufgeben. In Damaskus zeigte sich Präsident Assad heute demonstrativ im Staatsfernsehen mit seinem neuen Verteidigungsminister, der ließ verlauten, Terrorismus massiv bekämpfen zu wollen und nachgeben, also kein Sprung. Hier in New York ist derzeit noch die Frage offen, was geschieht eigentlich mit der UN-Mission in Syrien, die morgen fristgemäß ausläuft. Der letzte Stand ist der, dass die Briten offenbar planen, eine neue Resolution einzubringen, die sich ausschließlich mit der Frage der Verlängerung dieser Mission um weitere 30 Tage beschäftigt. Wann diese Resolution dann zur Abstimmung gebracht werden könnte, ist derzeit noch unklar. Mehr zum Syrien-Konflikt finden Sie auf tagesschau.de, darunter einen analytischen Kommentar zu den Chancen der Rebellion gegen Präsident Assad. Der Anschlag auf israelische Touristen in Bulgarien hat die Spannungen zwischen Israel und dem Iran verschärft. Die Regierung in Teheran und die von ihr unterstützte radikal-islamische Hisbollah-Bewegung für die Tat. Der Iran wies jede Beteiligung zurück. Im Selbstmordanschlag am Flughafen der Stadt Burgas waren gestern 7 Menschen getötet worden, mehr als 30 wurden verletzt. Der junge Mann ist eine unauffällige Erscheinung inmitten der Urlauber auf dem Flughafen von Burgas. Nur jetzt im Nachhinein wird dieses Auf- und Ablaufen doch irgendwie verdächtig. Und der bulgarische Innenminister sagt, der Mann auf dem Video der Überwachungskamera könnte der mutmaßliche Selbstmordattentäter sein. Dieser Mann ist das einzige bisher nicht identifizierte Opfer. Er hatte einen gefälschten amerikanischen Führerschein bei sich. Wir haben seine Fingerabdrücke, suchen jetzt in internationalen Datenbanken. Und die Antworten auf die vielen Fragen zu Hintergründen und Hintermännern suchen die bulgarischen Behörden gemeinsam mit israelischen und amerikanischen Experten, die dazu noch in der Nacht eingetroffen sind. Burgas, das kannten bisher hauptsächlich Fans von günstigem Pauschalurlaub. Sonne, Meer, Sandstrand, Kilometer lang. Und am Abend locken die Spielcasinos.